Herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Die DVP hat vor kurzem eine Initiative an die Liebe gerufen, für den Kampf gegen den Krebs weiter an den Vordergrund zu stellen. Für allem auf europäischem Niveau muss der Kampf gegen den Krebs eine absolute Priorität sein und bleiben. Von 4 Todesfällen an der EU ist durch eine Krebserkrankung bedingt. Dabei kennt der Krebs keinen sozialen Status, keine Grenzen und noch kein Alter. Der 15. Februar war den internationalen Tag von den krebskranken Kanner. An Europa sterben alltag 10 Kanner unter 15 Jahren an Krebs. 6000 Kanner und Jugendliche all Jahr. Das sind traurige Zahlen, gegen die wir etwas machen müssen, weil Kanner sind als Zukunft. Wir sind schon auf einem guten Weg. 80% der Kanner sind von Krebs geheilt. Aber das geht noch lange nicht durch. Was können wir machen, um den Krebs zu bekämpfen? Als EVP sind wir davon überzeugt, dass Europa dazu beitragen muss und auch kann. Wir wollen eine bessere Zusammenarbeit an der Recherche in ganz Europa. Wir wollen mehr finanzielle Mittel für Recherche und Innovation und wir wollen dieselbe hochwertige Pflege für jederin an der ganzen EU. Dazu gehört natürlich auch Prävention und Früherkennung von einer Erkrankung. Auf eu-canbeatcancer.eu könnt ihr auch diese Initiative unterstützen. Heute Video, den ich am Kader von dieser Kampagne abgeholt habe. Das Europäische Parlament hat auf Initiative von der EVP eine Spezialkommission für den Kampf gegen den Krebs hier im Parlament abgesetzt. Das ist ganz wichtig, nicht nur für die Prävention, sondern auch für die Recherche und Krebsforschung zu verstärken. Krebs muss man zusammen anpacken, wir müssen die Krankheit packen und nicht zusammen, wenn wir gut zusammen schaffen in Europa, kriegen wir das nötig bei Ihnen, die nötige Connaissance und die nötige Recherche bei Ihnen, Doktoren bei Ihnen, für die Toten Obtrag zu kriegen. Wir müssen alle zusammen schaffen. Ich vielmals merci für die Nullaustern und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.